Mit einem Gedenktag hat die Bundesregierung heute die Opfer von Flucht und Vertreibung gewürdigt. Auf der zentralen Veranstaltung in Berlin berichteten zwei Frauen von Angst und Gewalt, aber auch von der Hoffnung auf ein besseres Leben. Bundespräsident Gauck forderte dazu auf, Menschen in Not großherzig in Deutschland aufzunehmen, auch als Lehre aus den Vertreibungen im Zweiten Weltkrieg. Heute kann sie wieder strahlen. Für Asma Abubakar Ali sei es einer der schönsten Momente gewesen, in Deutschland anzukommen, sagt sie. Ihre Flucht durch Nordafrika zuvor hatte viele Monate gedauert. Ein Lager aus Zelten mitten in der Wüste war zwischenzeitlich ihr Zuhause. Wir haben auf dem Weg Schreckliches gesehen. An einem Checkpoint sahen wir Leichen und verletzte Soldaten. Derzeit machen etwa 60 Millionen Flüchtlinge weltweit ähnliche Erfahrungen. Viele Deutsche, die am Ende des Zweiten Weltkriegs selbst Flucht und Vertreibung erleben mussten, fühlten sich an die Angst erinnert, die Flüchtlinge in sich spüren, heute wie damals. Auch ich hatte 10-jährig Angst, erschlagen oder erschossen zu werden. Als man Säuglinge aus dem Kinderwagen riss, in die Luft schmiss und wie Tontauben abschoss. Ich kann Ihnen das erzählen. Aber ich kann Ihnen nicht die Geräusche rüberbringen. Die Schreie der Mütter, die Schreie der Kinder und das Lachen der Peiniger. Vor 70 Jahren dann habe ein armes, zerstörtes Deutschland vermocht, Millionen von Menschen zu integrieren, so Bundespräsident Gauck. Er wünsche sich, dass diese Erinnerung das Verständnis für die Flüchtlinge von heute vertiefe. Wir müssen uns eben immer einmal wieder daran erinnern, welch großen Anteil Flüchtlinge und Vertriebene am erfolgreichen Aufbau Deutschlands hatten. Eben diesen Geist, der den Neuanfang sucht und die Zukunft gestalten will, erkenne ich auch bei vielen Flüchtlingen von heute. Jahrelang hatten die Vertriebenen und ihre Verbände den Eindruck, ihr Leid werde nicht ausreichend gewürdigt. Heute, am ersten nationalen Gedenktag, ist diese Würdigung gelungen. Und zwar gerade dadurch, dass Bundespräsident Gauck die Schicksale von damals mit den Schicksalen von heute verbunden hat. Würdevoll sollte es zugehen beim ersten Gedenktag für die Opfer von Flucht und Vertreibung. Bundespräsident Gauck rief zu mehr Verantwortung im Umgang mit Flüchtlingen auf. Bootsflüchtlinge zu retten, bezeichnete er als moralische Pflicht. Überhaupt seien solche Menschen keine Belastung für eine Gesellschaft, sondern ein Gewinn. Wir müssen uns eben immer einmal wieder daran erinnern, welch großen Anteil Flüchtlinge und Vertriebene am erfolgreichen Aufbau Deutschlands hatten. Eben diesen Geist, der den Neuanfang sucht und die Zukunft gestalten will, erkenne ich auch bei vielen Flüchtlingen von heute. Eine schwimmende Rettungsstation wird in Malta fit gemacht für den nächsten Einsatz. Die Phoenix wird unter anderem von der Organisation Ärzte ohne Grenzen genutzt, die, wie sie selber sagt, nicht länger zusehen wollte, wie das Mittelmeer zu einem Massengrab wird. Auch europäische Marineschiffe haben in den vergangenen Wochen Tausende vor dem Ertrinken retten können. Und trotzdem, es sterben noch immer zu viele. Heute, am ersten nationalen Gedenktag für die Opfer von Flucht und Vertreibung, wird auch versucht, eine Brücke zu schlagen zwischen Flucht und Vertreibung in der deutschen Geschichte und dem, was sich heute im Mittelmeer und anderen Regionen abspielt. Wenngleich die Situation der heutigen Flüchtlinge grundsätzlich anders ist als die Situation der Flüchtlinge nach 1945, so liegen mitunter die Schicksale und das persönliche Erleben mancher Betroffener möglicherweise gar nicht so weit auseinander. Die Erfahrungen von damals sollten die Deutschen offen machen für die Bedürfnisse der Flüchtlinge von heute, so der Bundespräsident. Verständnis für das Leid des anderen ist eine Grundvoraussetzung mitmenschlichen Zusammenlebens.